Voilà, haut schwätzt man über eine Revolution. Revolution, das klingt ein bisschen martialisch. Wir wollen eine kluge Revolution macht, da könnt ihr dabei heraus, was uns interessiert. Und darüber schwätzen wir heute über Leute, mit Leuten, die ein Buch über Energierevolution jetzt geschrieben haben, Cornelia und Volker Quaschning. Guten Tag. Hallo und danke für die Einladung. Hallo. Voilà, wir sind nächst die von Sonne am Stecker, die hat gemerkt, mein Name ist Paul Zenz, Präsident von Eurosolar Lützeburg, und der Podcast von heute, der geht nur auf Deutsch weiter. Weil das ist einfacher für die Gäste, wenn wir jetzt Deutsch sprechen. Ihr beide seid aus Berlin, ihr habt ein Buch geschrieben, Energierevolution jetzt. Warum eine Energierevolution jetzt? Man müsste noch vorausschicken, Professor Volker Quaschning, Sie forschen in erneuerbaren Energien. Sie sind Informatikerin, Frau Cornelia Quaschning, und Sie unterstützen die Projekte, die erneuerbare Energierevolution schon seit langem mit. Warum eine Energierevolution muss das sein? Das ist doch immer so aufwendig und das ist Lärm, oder nicht? Ja, Revolutionen sind immer aufwendig, nicht? Also am Ende rollen Köpfe, aber das wollen wir ja gar nicht, sondern wir haben natürlich ein großes, eine Revolution hat ja auch immer die Frage, man hat ja ein Problem am Anfang, ne? Und das Problem müssen wir uns anschauen. Das Problem ist die Klimakrise, und ich glaube, wenn man sich jetzt einfach mal unsere Welt anschaut, was gerade passiert, wir hatten in Kanada Waldbrände in ungeahnten Ausmaße, wir haben jetzt dramatische Niederschläge in Libyen gehabt, über 10.000 Todesopfer. Das liegt natürlich an der Klimakrise. Wir haben einfach eine Veränderung der Niederschläge, wir haben Rekordtemperaturen in den Ozeanen, im Atlantik, und dann verdunstet mehr Wasser, das kommt dann an anderer Stelle einfach zusätzlich runter, und dann nehmen halt einfach diese Auswirkungen zu. Das ist momentan noch ein Zustand, wo man, sage ich mal, aus Sicht von Luxemburg oder auch von Deutschland vom Fernseher einfach sitzt und sagt, oh, das sieht aber nicht so schön aus, aber es ist eine Frage der Zeit, bis wir die Auswirkungen halt auch bei uns massiv zu spüren bekommen. Also der Migrationsdruck wird zunehmen, wir werden auch selber davon betroffen sein, und die meisten wissenschaftlichen Studien gehen davon aus, dass wenn wir die Klimakrise nicht stoppen, dann werden wir Ende des Jahrhunderts etwa nochmal die gleiche Temperaturerhöhung wie von der letzten Eiszeit bis heute oben drauflegen, und dann werden wir natürlich Folgen haben, die am Ende auch unser Leben bedrohen und zerstören, und um das zu verändern, brauchen wir eine Energieversorgung, nur die muss halt komplett anders sein als früher, und deswegen brauchen wir dafür eine Revolution. Okay, es ist jetzt so, dass es gibt Leute, die behaupten, ja, Klimawandel gab es schon immer, die Temperaturen waren auch schon mal tiefer, jetzt gehen sie alle ein bisschen hoch, und wir sind ja im Sommer immer froh, wenn es ein bisschen wärmer ist. Aber ich glaube, das muss man anders verstehen als nur das ist möglicherweise das Wetter, das Klima ist was anderes, und das, was vor allem, worum es geht, ist, wir sind die Beeinflusser dieser Temperaturveränderungen. Genau, also vollkommen richtig. Im Internet findet man auch sehr viele Sachen dazu. Ist ja nicht schön, wenn ein Klimawandel stattfindet, an dem man schuld ist. Deswegen sind immer andere schuld. Und das gab es auch schon immer. Natürlich gab es schon Schwankungen. Also wir hatten auf der Erde auch schon mal Temperaturen, die erheblich höher waren, als die Erde entstanden ist. Oder als die Dinosaurier gelebt haben, waren auch ganz andere Temperaturen. Aber da hat man natürlich auch eine Flora, eine Fauna, eine Lebenswelt, die auf diese Temperaturen angepasst haben. Und dann haben wir einfach einen Planeten, wo jetzt hier das Leben, wie wir es auch stattfinden, für uns angepasst ist, und man muss ja einfach mal selber dann schauen, ne? Also es gibt ja auch der Temperaturbereich, in dem sich der Mensch wohlfühlt, ist eigentlich auch sehr eingeschränkt. Also ist dann irgendwo, wenn man nachts schlafen möchte, ja, also irgendwo, ja, so bei 26, 27 Grad wird es unangenehm, nochmal 3, 4 Grad drauf, dann kann man nicht mehr schlafen. Und da merkt man, okay, also die Evolution hat dafür geführt, dass wir uns eigentlich an diese Temperaturen, die wir jetzt haben, ganz gut angepasst haben. Und wenn wir da jetzt einfach nochmal 4, 5 Grad drauflegen, dann wird das einfach schwierig für den Menschen, und es wird auch schwierig für andere. Und früher wusste man, es waren natürliche Effekte, Sonneneruptionen, Veränderung der Erdbahn, Supervulkanausbrüche. Nur wenn in den letzten 100 Jahren irgendwas passiert wäre in diese Richtung, was das Klima verändert, hätten wir das ja gemerkt. Also insofern ist die Wissenschaft, wir beobachten das alles, und es gibt keine natürliche Ursache für die jetzige Klimaveränderung. Und das, was wir jetzt ausgelöst haben, das ist natürlich, haben wir Schwankungen, es geht dann im Jahresverlauf immer hoch und runter, aber entscheidend ist beim Klima die Durchschnittstemperatur. Und die Durchschnittstemperatur ist schon um 1,2 Grad über dem, was wir vor 100 Jahren gesehen haben, und das ist 1/3 von dem Temperaturanstieg von der letzten Eiszeit bis heute, also schon relativ dramatisch. Und wenn das weitergeht, werden halt die Folgen, wie beschrieben, schon wirklich nicht mehr zu handeln sein. Und es geht hier ja auch nicht nur um irgendeine Meinung, sondern es geht ja auch um Klimaforschung. Also es sind ja auch hochrangige Leute, die da auf diese ganzen Sachen gucken, und von daher muss man da einfach auch
raufgucken und man sieht ja auch, dass die 19 wärmsten Jahre, die wir seit 2000 haben, jetzt waren, also nach 2000. Und das ging einfach so schnell hoch, da kann sich keiner mehr dran anpassen. Und da ist eigentlich auch sehr, sehr deutlich, dass das eben die Menschheit ist und nicht irgendwas anderes. Die Menschheit, ein gutes Stichwort. Die Geschwindigkeit ist es einerseits und die Geschwindigkeit, die ist menschengemacht, die Geschwindigkeit des Temperaturanstiegs. Also definitiv. Also es ist vollkommen klar, man muss ja einfach auch mal schauen, das kann man ja aus der eigenen Lebenserfahrung. Ne? Wir sind jetzt so irgendwo in der Mitte des Lebensalters angekommen und wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, da waren die Sommer auch ganz anders. Also es gab, statistisch kann man gar nicht glauben, in den 90er Jahren, 80 oder in den 80er Jahren gab es noch Sommer, wo wir keinen Tag hatten in Deutschland, wo 30 Grad überschritten wurden. Jetzt haben wir im September permanent 30 Grad. Das ist jetzt schon irgendwie im Spätsommer, wo man einfach auch merkt oder auch mit den Schneefällen, dass also das Klima sich wirklich, man kann ja zusehen, wie es sich verändert, wenn man hinsehen möchte. Es gibt natürlich viele, die Scheuklappen aussetzen und entsprechend weggucken. Und die Klimaforschung ist auch ganz klar. Ich meine, das ist ganz banale Physik. Wir haben verschiedene Treibhausgase, Kohlendioxid, Methan und die haben halt die Eigenschaft, das Sonnenlicht kommt weitgehend ungehindert durch und die Erde muss aber die Energie wieder loswerden ins Weltall. Das macht sie mit Infrarotstrahlung. Die kommt aber halt durch das Kohlendioxid nicht mehr so gut durch. Und dann haben wir einfach einen physikalischen Effekt. Es wird wärmer, wie in jedem Treibhaus. Das lässt sich physikalisch beschreiben. Wir wissen auch sehr genau, welche Mengen Kohlendioxid welche Veränderungen an der Temperatur auslösen. Und dann können wir auch Prognosen in die Zukunft machen und sagen, wenn wir so und so viel Kohlendioxid noch zusätzlich durch Verbrennung von Öl, Kohle und Gas ausstoßen, wird es so und so viel wärmer. Und Experiment läuft. Leider hatten bis jetzt die Klimaforscherinnen und Forscher immer recht, dass das eingetreten ist, was man vorher gesagt hat. Jetzt wissen wir, das eine ist, wir müssen das Lied von Rudi Carrell vielleicht überdenken. Wann wird es wieder richtig Sommer? Das kriegt einen ganz anderen Sinn in dem Zusammenhang, wie Sie es beschreiben. Das eine. Es wurde allerdings, Sie haben es gesagt, wir wissen, woher es kommt. Warum tun wir uns denn so schwer, um zu handeln? Ist das, weil wir die Gewohnheiten, wir machen halt wie immer oder wie erklären Sie sich das? Ja, da gibt's verschiedene Punkte, die da reinzählen. Also zum einen hat ja jeder Mensch so sein eigenes Weltbild, was eben auch in der Kindheit sehr geprägt ist. Da werden ja unsere Werte geprägt, unsere Glaubenssätze und so weiter. Und wenn es jetzt irgendwelche Nachrichten gibt, die halt so komplett gegen unsere Weltanschauung gehen, dann fühlen wir uns damit ganz, ganz unwohl und werden eventuell auch ärgerlich und wütend. Und dann sind wir auch ganz offen für irgendwelche alternativen Fakten. Und dann interessiert uns auch nicht, wo das herkommt, sondern da sind dann einfache Botschaften eine tolle Nachricht. Und von daher hat man dann eine Ausrede, sage ich mal. Und dann gibt's aber auch wieder die Menschen, da passt das ins Weltbild, aber sie merken dann, aus den alten Routinen rauszukommen, ist so schwierig. Das klappt irgendwie doch nicht. Und dann kommen so ein bisschen Schuldgefühle auch hoch, dass man sich nicht so leicht verändern kann. Und auch da hat unser Hirn, unser Unterbewusstsein so einen Mechanismus, der dann anfängt, also das Hirn fängt dann tatsächlich an zu plappern und erzählt uns alle möglichen Gründe und Ausreden, warum wir das vielleicht gar nicht so hinbekommen oder warum das nicht so sinnvoll ist. Und dann fällt es auch wieder sehr, sehr schwer. Und von daher ist es einfach wichtig, dass man Rahmenbedingungen hat, dass alle Menschen so mitmachen. Also weil wir sind auch alle so Gemeinschaftstiere, sage ich mal. Also wir haben ja so bestimmte Bedürfnisse als Grundlagen und da zählt eben auch die Gemeinschaft dazu. Und wenn wir eben in der Gemeinschaft dann was verändern, dann geht es leichter. Wir haben ja sowieso ganz viele Regeln im Zusammenleben. Also wir haben ja auch die Ampel. Keiner beschwert sich irgendwie, dass er an der roten Ampel stehen bleiben muss, um die Sicherheit zu wahren. Also warum haben wir nicht auch irgendwelche Regeln und Rahmenbedingungen, um die Lebensgrundlagen zu erhalten? Dann würde es leichter fallen. Eine gute Idee. Und das mit den Ausreden, dieser, wie wird sie genannt, kognitive Dissonanz, das ist dann wieder besseres Wissen. Trotzdem nichts zu machen, das hilft uns nichts. Allerdings das Gute ist, das beschreiben Sie ja auch im Buch, wir können was machen. Und wir von Eurosolar predigen schon seit Jahren, dass die Solarenergie, die Photovoltaik eine große Hilfe sein wird im Abbau der fossilen Brennstoffe, weil wir sind uns alle einig, es sind die fossilen Brennstoffe, die uns die Schwierigkeiten machen, den CO2-Anstieg verursachen. Wir von Eurosolar, wir sagen immer, auf alle Dächer überall hin Photovoltaik. Ist das sinnvoll?
Aber selbstverständlich. Also wir müssen natürlich, wenn wir wirklich die Klimakrise noch für die Menschheit beherrschbar halten wollen, dann müssen wir uns einfach das Tempo angucken. Das ist, glaube ich, sehr entscheidend. Wir müssen in den nächsten 10 bis 20, spätestens 20 Jahren, also in der EU möglichst klimaneutral sein. Das klimaneutral heißt, dass wir kein Öl, kein Kohle, kein Gas mehr verbrennen. Also das heißt, kein Auto darf mehr mit Benzin und Diesel fahren, keine Heizung mehr mit Gas oder Öl betrieben werden, kein Unternehmen darf mehr Kohle, Öl oder Gas verbrennen. Und dann brauchen wir natürlich Alternativen. Wir wollen ja weiter mobil sein, wir wollen weiter Wärme haben. Und die Alternativen sind die erneuerbaren Energien. Und dann kann man sich anschauen, welche die wichtigsten sind. Und es gibt verschiedene erneuerbare: Wasserkraft, Biomasse, Geothermie, Solar und Wind. Und das größte Potenzial hat eigentlich die Solarenergie, weil Sonne gibt es überall in Europa, von Irland bis über Luxemburg bis nach Italien, im Süden ein bisschen mehr, aber auch in Luxemburg gibt es ausreichend Sonne und dann muss man halt die Solaranlagen aufstellen und die sind dann natürlich in der Lage, sehr preisgünstig Strom zu versorgen. Alle Dächer ist gut. Wir brauchen aber sogar noch ein bisschen mehr, weil von den Dächern werden wir nicht uns komplett klimaneutral machen können. Wir brauchen dann auch noch Solaranlagen auf der grünen Wiese. Wir brauchen noch Windkraftanlagen, dazu noch Speicher, weil Solar- und Windenergie schwanken. Und wenn wir Solar, Wind und Speicher haben, dann haben wir auch eine sichere Energieversorgung, die nicht teurer ist als die heutige klimaschädliche Energieversorgung, die aber es schafft, die Lebensgrundlagen der künftigen Generationen zu schützen. Da gibt es das eine, Photovoltaik ist ja akzeptiert von den Leuten, da weiß man, es geht, es funktioniert, es ist auch machbar für jeden, die Anlagen können angepasst werden, je nach Größe, je nach Bedarf ein bisschen. Anders ist es ein bisschen bei den Windmühlen, doch da gibt es Widerstände, allerdings die wurden widerlegt ja auch, das hat mit Infraschall zu tun, da haben sie mal einen Podcast darüber gemacht, über die unglücklichen Berechnungen, also Windenergie ist auch sinnvoll. Also wir haben ja in Luxemburg auch einen Winter, sage ich mal. Das ist anders wie in Afrika. Also ich denke mal, wenn man wirklich in Afrika in 30 Jahren mal überlegt, wie ist die Energieversorgung, dann wird das relativ einfach sein. Wir haben tagsüber Sonne, nachtsüber halt keine. Dann stellt man eine große Batterie hin. Batterien entwickeln sich momentan dynamisch, werden billig. Und dann sieht die Versorgung aus, ausreichend Sonne, eine Batterie, Tag, Nacht und fertig. Jetzt haben wir in Luxemburg, in Mitteleuropa, in Deutschland einfach den Winter. Das heißt also, mit Solarenergie werden wir im Dezember nicht ausreichend Energie versorgen können. Und dann können wir natürlich versuchen, alles zu importieren. Das wird aber sehr schwierig, sehr teuer werden. Wir können Speicher bauen, so groß können die aber gar nicht sein, dass wir das von den Sommer in den Winter überleiten können. Und deswegen brauchen wir eine weitere Energieform und das ist dann halt in Mitteleuropa die Windkraft. Also nur mit der Windkraft können wir den Winter überbrücken. Und gerade im Winter weht ja auch mehr Wind als im Sommer. Das ergänzt sich auch sehr gut mit der Photovoltaik. Und deswegen müssen wir so 50-50 machen. Etwa die Hälfte sollte von der Sonne kommen und die andere Hälfte vom Wind, damit wir also auch über das ganze Jahr eine zuverlässige Energieversorgung haben. Und deswegen ist der Windenergieausbau auch so enorm wichtig, dass wir ihn vorantreiben. Leider gibt es halt, wie Sie schon beschrieben haben, die Widerstände, die wir dann überwinden müssen. Und da kann man dann aber auch die Akzeptanz erhöhen, indem man die Leute auch beteiligt. Also wo die Gemeinden dann auch dran beteiligt sind und dann eben ein Schwimmbad bauen können oder eine neue Kita und vielleicht auch die Bürger noch daran beteiligen können. Im Sinne, dass die Leute dann sofort sehen, was sie auch davon haben. Genau. Von der Energiebereitstellung, allerdings auch möglicherweise im Sinne von einer, wie nennt man das, Energiekooperative, dass sie dann auch noch Geld verdienen dabei. Genau. Weniger Stromrechnung haben. Okay, das sind dann auch Aufgaben, die Errichter, die Erbauer dieser Windmühlen den Leuten mitteilen müssen. Kommunikation ist auch sehr wichtig in der Revolution, sagen wir, in der Energierevolution muss man revolutionär kommunizieren. Also Kommunikation ist wichtig, aber ich glaube, also wie meine Frau schon gesagt hat, die Rahmenbedingungen müssen halt einfach stimmen. Ne? Das ist erstmal enorm wichtig. Und es gibt jetzt auch also in Deutschland jetzt schon mal Regeln, dass ein Teil der Erlöse zum Beispiel an die Kommunen gehen müssen, wo die Windkraftanlagen stehen. Und dann ist es auch natürlich für die Bürgermeister wesentlich interessanter, einen Windpark zu bauen, weil einfach dann Geld in die Gemeindekasse dann zusätzlich reinkommt. Und das hilft natürlich im Wesentlichen. Und wenn man einfach sagt, okay, dieser Kindergarten konnte nur gebaut werden, weil der Windpark das finanziert hat, dann hat man natürlich auch als Gemeinde eine ganz andere Intention, ein ganz anderes Interesse, diesen Windpark zu betreiben, als wenn irgendwelche Investoren die Windkraftanlagen hinstellen und man persönlich da keinen Nutzen davon hat. Vor allem ist es auch sehr selten, dass man hört, jetzt hat ein Erdöllieferant eine Kita gebaut oder eine Straße renoviert. Aber gut, ich höre jetzt auf mit meinen Hässlichkeiten. Ein anderes Element ist die Biomasse, die auch in die Energiewende mit eingreift. Können Sie das ein bisschen erläutern, die auch
eine Art, das ist ja nicht so wie Wind und Solarproduktion sofort, sondern Biomasse hat auch eine andere Rolle. Ja, Biomasse ist so ein bisschen zwieschneidig, muss man sagen. Also man kann Biomasse gut machen und schlecht. Fangen wir erstmal an, wie man es gut machen kann. Die Idee ist, also man hat ja Pflanzenwachstum. Ich kann die Pflanzen verwenden, zum Beispiel Holz zum Verbrennen. Ich kann jetzt aus entsprechend Getreide Biodiesel oder Ethanol entsprechend herstellen oder aus Ölsaaten dann halt Biodiesel, also Öle, die ich dann auch verbrennen kann. Und die Idee ist jetzt dabei, dass die Pflanzen beim Wachstum genauso viel CO2 binden, wie dann später bei der Verbrennung wieder frei wird, sodass das Ganze dann klimaneutral ist. Das funktioniert aber natürlich nur, wenn man auch beim Anbau der Biomasse gewisse Nachhaltigkeitskriterien hat. Also wenn man große Monokulturen hat, wo dann also viel Biomasse angebaut wird, am besten noch Pestizide und Kunstdünger drauf wirft, dann hat man negative Effekte. Kunstdünger sorgt zum Beispiel dafür, dass also auch hier Stickoxide, also Lachgas entstehen, die dann auch wieder klimaschädlich sind. Wenn jetzt der Traktor übers Feld fährt, entstehen auch Emissionen. Und im schlimmsten Fall ist es sogar das, man darüber diskutiert, Wälder abzuholzen, um dort irgendwelche nachwachsenden Rohstoffe anzubauen. Dann kann es auch kippen, sodass also auch der Biomasseanbau eher negativ ist für die Umwelt und das Klima. Und deswegen muss man schauen, das, was man nachhaltig an Biomasse zur Verfügung stellen kann, ist sehr begrenzt. Und deswegen kann die Biomasse eigentlich in Industrieländern nicht wesentlich mehr wie 10% Anteil haben. Also der Löwenanteil, der größte Anteil muss von der Photovoltaik und der Windenergie kommen. Genau, das sehen wir auch so. Der ist auch in Luxemburg nicht mehr steigerbar. In Deutschland ist das ja auch ein Level erreicht, wo es andernfalls pervertiert es den Gedanken eigentlich, dass man ja nicht will. Eine andere Sache ist dann, wenn man Bio denkt, und Sie haben von Grünzeug gesprochen, ein Freund von mir hat immer gesagt, Fleisch ist das beste Gemüse. Der war Landwirt, er ist immer noch Landwirt, er ist ein sehr netter Mensch, aber ich glaube, da hat er sich ein bisschen, Geschmack kann man nicht diskutieren, allerdings das hilft auch nicht, dieser Leitsatz durchzuziehen in der Energiewende, in der Energierevolution, weil eigentlich weiß man, ein Steak muss man sehr, sehr viele Ressourcen verbrauchen, sage ich mal so, gegenüber vegetarisch oder gegenüber einer Pflanze, einen Salat. Was erkläre ich ihm jetzt mit dem, was ist das bessere Gemüse? Naja, es ist ja so, selbst wenn wir die Energiewende jetzt super toll hinkriegen, haben wir klimatechnisch immer noch ein Problem, wenn wir genauso weiter essen, wie wir das gerade im Moment tun, weil so eine Kuh, die pupst und rülpst halt leider und da kommt Methan raus und Methan ist halt nochmal wesentlich schlimmer noch wie CO2, also verursacht 28 mal höhere Emissionen und die Erwärmung ist dadurch 28 mal höher. Und dadurch müssen wir einfach reduzieren, weniger Fleisch essen und wir haben ja auch die komplette Landwirtschaft, die man auch noch verändern muss. Wir haben ja 8,2% waren es, glaube ich, Emissionen aus der Landwirtschaft und das sind nur die direkten Emissionen. Und wir haben auch noch ganz viele indirekte Emissionen, weil eben, wie mein Mann schon sagt, da fährt noch ein LKW rum, da muss gekühlt werden. Das müssen wir auch alles mit reinberechnen. Und dann hat die Landwirtschaft, also unser Essen, doch einen Anteil von 20-30% an den Emissionen. Und das heißt, da muss ich also auch noch einiges tun, damit das klimaneutral wird. Ich würde vielleicht das sogar noch umdrehen und sagen, Gemüse ist das bessere Fleisch, wenn man das einfach mal macht. Ja, genau. Weil man kann ja auch wunderbare Fleischersatzprodukte aus Pflanzen herstellen und der Mensch ist nicht zwangsweise auf tierische Kalorien angewohnt. Wir machen das, weil wir es schon immer gemacht haben, aber wir sind ja auch schon seit vielen Jahren jetzt Veganer auch und verzichten komplett auf tierische Produkte und ich lebe immer noch, also man kann es kaum glauben und das müssen wir einfach dann entsprechend schauen und die Kuh ist halt einfach ein Problem und deswegen, dass wir nicht so lösen können. Also wir haben für den Energiebereich, für Öl, Kohle und Gas haben wir technische Lösungen mit erneuerbaren Energien, aber die Kuh rülpst nun mal Methan. Feuerzeug vor die Kuh, ich habe einen Drachen. Und das ist einfach etwas, was ich biologisch nicht ändern kann. Ich kann irgendwelche hermetischen Ställe bauen, wo das Methan abgesaugt wird, aber das sind natürlich auch Lösungen oder einfach die Zahl der Rinder deutlich reduzieren auf einen Wert, den wir halt mal vor 150 Jahren hatten. Und dann, das bedeutet aber, dass wir halt nicht überall gar kein Fleisch mehr essen dürfen, aber halt erheblich weniger. Und das ist was in die Köpfe rein muss, aber das ist natürlich noch viel, viel schwieriger, als auf fossile Energien zu verzichten. Auf jeden Fall werde ich meinem Freund den umgedrehten Spruch nächstes Mal servieren. Ich bin gespannt, wie er reagiert.
Sie haben vorher von den Prozentzahlen gesprochen, 8,2 in Landwirtschaft. In Luxemburg ist der größte Anteil der CO2-Emissionen ist der Transportsektor mit über 60%, 64%, glaube ich. Da kann man auch viel machen. Das ist eigentlich das Stichwort, mal zu Fuß gehen und mit dem Fahrrad fahren. Da brauchen wir Fahrradinfrastrukturen, öffentlichen Transport ausbauen, die Bahn, dass die gut funktioniert. Das weiß man ja auch, dass das wichtig ist, um die regelmäßigen Transportwege umzugestalten, damit die Leute auch eine richtige Alternative haben zu dem üblichen, ich steige ins Auto und fahre irgendwo hin. Die Alternativen müssen ja auch klappen, das ist das eine. Das andere, ein großes Diskussionsthema ist, und sehr leidenschaftlich, ist das Privatauto hier in Luxemburg. Ich glaube, in Deutschland ist das möglicherweise so ähnlich. Und wir von Eurosolar sagen allerdings dann auch, dass jetzt ein Verbrennerauto ersetzen 1:1 durch ein Elektroauto, wenn jetzt jedes Auto ersetzt wird, das ist auch nicht richtig sinnvoll. Allerdings Elektroautos haben auch ihr Gutes oder nicht so viele schlechte Seiten wie fossile Verbrennerautos. Naja, also muss man gucken, das Auto ist ja generell ein Problem. Also wir sind ja vorhin auch durch Luxemburg durchgefahren und was uns so aufgefallen ist, dieser Riesenparkplatz irgendwo in der Mitte. Also wo ja einfach mit Betonflächen, also das sorgt ja auch dafür, wenn es dann Hitzewellen gibt, die Städte heizen sich auf, irgendwie bei Rekordniederschlägen, dann irgendwie hat man das Problem, wohin mit dem Wasser. Also das heißt, ich schaffe mir ja einen Haufen Probleme mit solchen, schön aussehen tut das ja auch nicht. Also es ist ja nicht irgendwie eine Augenweide, diesen Riesenparkplatz. Was ist der Platz in Luxemburg-Stadt, im Stadtzentrum? Ja, der ist ja ein bisschen, da muss ich erklären, kurz, das können wir ruhig im Podcast hier lassen. Dort finden die Luxemburger Wiesen statt sozusagen. Und dieser Platz, der darf nicht weg, weil einmal während 3 Wochen, glaube ich, nennen wir die Schobermesse. Das ist jetzt von Mitte August bis Anfang September oder Ende August, Anfang September. Da kommen Hunderttausende, Millionen Leute hin und die feiern dort. Und deshalb muss dieser Platz da bleiben. Da geht nichts drüber. Aber im Rest des Jahres kann man ja was Besseres machen, als Autos draufstellen. Also ein Fahrradparkplatz könnte man muss man sich mal überlegen. Aber es ist einfach das, was einem hier von außen, wenn man aus Deutschland hierher kommt, erstmal auffällt, dass einfach sehr viele Autos unterwegs sind. Und das, obwohl der öffentliche Verkehr gratis ist. Stimmt, das ist das, was einem auch auffällt. Wir diskutieren in Deutschland 9-Euro-Ticket, 49 €, also irgendwie, was wir uns so leisten können zum Bezuschussen. Hier in Luxemburg ist es umsonst. Trotzdem wird es nicht angenommen. Ne? Das ist irgendwie sehr spannend, weil einfach, die haben wir auch in Deutschland in einigen Kommunen, wo man auch das mal probiert hat mit umsonst. Also das führt dazu, dass der Fußverkehr ein bisschen abnimmt, weil die Leute ja einfach einsteigen können und die Fahrt nichts kostet. Aber die Bequemlichkeit, mit dem Auto irgendwo hinzukommen, ist halt schwierig und das unangenehm, also was man eigentlich machen muss, das Autofahren muss unangenehmer werden. Ne? Also die Parkplätze müssen weg. Also das heißt, das klingt revolutionär. Ja, also dieser große schöne Platz, genau, da machen wir vielleicht irgendwie eine Wiese hin oder so, dass die Leute da spielen und sich erholen können und dann müssen wir gucken, wo die anderen Autos bleiben. Dann wird der öffentliche Verkehr plötzlich viel, viel mehr angenommen. Das Problem beim Auto ist einfach, die Herstellung ist schon ein Riesenproblem. Das ist den meisten gar nicht klar. Also in dem Moment, wo ich ein Auto kaufe, einfach die Unterschrift unter den Autokaufvertrag mache, habe ich je nach Auto zwischen 8 und 15 Tonnen CO2 verursacht, allein für die Herstellung des Autos. Das ist das, was ein Mensch in einem armen Land in Afrika in seinem ganzen Leben an CO2 verursacht. Also alleine mit dem Autokauf verursachen wir mehr CO2 als ein Mensch in Afrika in seinem ganzen Leben. Und das ist ein Modell, was wir nicht auf den Rest des Planeten übertragen können. Das heißt, das wird einfach alles zerstören. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir die Anzahl der Autos erstmal deutlich reduzieren, weil egal, ob jetzt Elektroauto oder Verbrennerauto, die Herstellung ist erstmal schon mal ein riesen ökologischer Rucksack, der dann auffällt. Und habe ich bei dem Elektroauto einfach einen Vorteil. Das Elektroauto kann ich halt im Betrieb mit erneuerbarem Strom aufladen. Das heißt also, wir selber zum Beispiel haben auch noch ein Auto, haben wir lange drüber diskutiert. Irgendwann kommt es vielleicht auch revolutionär ganz weg. Aber dieses Auto ist halt elektrisch und wird im Wesentlichen mit Solarstrom vom eigenen Dach geladen. Das heißt, wir haben eine Solaranlage auf dem eigenen Hausdach. 80% des Stroms, der zu Hause geladen wird, stammt direkt von der eigenen Solaranlage. Und der ist natürlich klimaneutral. Während der Nachbar, der mit dem Diesel fährt, mit jedem Kilometer Diesel in den Tank schüttet, das wird verbrannt, immer mehr CO2. Und das heißt, über eine Lebensdauer, 200.000 Kilometer, spart so ein Elektroauto 1/3 etwa der Emissionen ein. Je nachdem, wenn wir mehr Erneuerbare haben, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und deswegen ist das Elektroauto deutlich besser als der Verbrenner, aber das kleinere Übel. Das heißt, wir brauchen ein Verkehrssystem, was mit weniger Autos auskommt. Die Autos, die wir dann noch haben, müssen alle elektrisch sein. Die müssen aber auch klimaneutral hergestellt sein. Und der komplette Strom muss erneuerbar sein. Und dann hätten wir auch eine klimaneutrale Welt. Autos seien der Hauptteil der Lösung. Wir glauben das nicht so richtig von Eurosolar aus.
Ja, es ist ja schon mal ein Widerspruch drin. Ich möchte kein Elektroauto, ich möchte ein Wasserstoffauto. Die Frage ist, womit fährt ein Wasserstoffauto? Mit dem Elektromotor. Also ein Wasserstoffauto ist erstmal ein Elektroauto, wo ich mir den Strom aber nicht erstmal mit Solarenergie einfach auflade, sondern wo ich im Auto aus Wasserstoff erstmal Strom erzeuge. Diesen Wasserstoff muss ich erstmal umständlich vorher aus Strom herstellen. Und deswegen ist dieses Wasserstoffauto eigentlich enorm ineffizient. Ich brauche am Anfang 2 bis 3 Mal so viel Strom, um es zu betreiben, wie für ein reines Batterie-Elektroauto. Und deswegen wird auch ein Wasserstoffauto 2 bis 3 Mal so teuer sein. Die Vorteile sind sehr überschaubar. Ja, also man kann. Gibt es Vorteile? Na, wenn ich jetzt irgendwie am Stück 1000 Kilometer fahren möchte, dann ist das mit dem Wasserstoffauto etwas einfacher als mit dem Elektroauto. Das wird jetzt in Luxemburg schwierig, sag ich mal, am Stück 1000 Kilometer zu fahren. Aber wir haben das jetzt mal im Urlaub, dass wir zum Beispiel Berlin nach Österreich oder sowas, das ist so die Strecke, die wir dann auch mal machen. Ja, da müssen wir halt mit dem Elektroauto nachladen. Wir haben das jetzt gerade jüngst gemacht im Sommerurlaub. 1 Stunde auf der kompletten Strecke bei 1000 Kilometer haben wir zum Nachladen für die Autobatterie gebraucht. Beim Wasserstoffauto brauche ich dann halt eine Viertelstunde. Das heißt, man spart 45 Minuten auf 1000 Kilometern und hat dafür dann die doppelten Kosten am Bein. Ob das jetzt ein Modell ist, was sich durchsetzt, bin ich sehr skeptisch. Also ich möchte so lange auch nicht im Auto sitzen bleiben. Also ich bin eigentlich ganz froh um die Ladepausen, wenn man was essen kann und nochmal irgendwo das Örtchen aufsuchen kann und sich die Beine vertreten kann. Wir haben ja sogar das Problem, dass die Ladepausen eigentlich zu kurz sind. Also weil wir haben also eine Ladesäule und da gibt es bei einigen Anbietern Blockierungsgebühren. Also wenn das Auto voll ist, muss man wegfahren, sonst zahlt man Strafe, damit halt der nächste laden kann. So, und wir suchen uns natürlich dann eine Lademöglichkeit direkt da, wo man essen kann. Leider ist das Auto immer schon voll, bevor wir aufgegessen haben. Und was ist dann? Der Papa muss dann raus und das Auto wegfahren, damit wir keine Blockierungsgebühren zahlen müssen. Also insofern, eigentlich ist das Auto immer schneller voll, als wir es gebrauchen können. Und insofern, ein Wasserstoffauto würde für uns überhaupt gar keinen Vorteil bringen. Und ich glaube, das werden auch ziemlich schnell alle Leute erkennen. Eigentlich ist ein Wasserstoffauto komplizierter und aufwendiger und eigentlich nicht sinnvoll. Weil vor allem das andere Problem ist, man fährt ja nicht jeden Tag 1000 Kilometer, sondern in Luxemburg wurde eine Studie gemacht, das Fahrverhalten der Leute, das Transportverhalten, die Mobilität. Und da wurde festgestellt, dass die Kilometerzahlen sind so 40 bis 60 pro Tag Kilometer. Und das ist ja machbar, auch mit einem Elektroauto ohne irgendein Problem. Dafür muss man kein Wasserstoffauto in dem Sinne besitzen. Okay, aber jetzt habe ich schon über Wasserstoff geredet. Andere sagen, wir brauchen jetzt Wasserstoff überall hin. Naja, Wasserstoff muss ich ja erstmal herstellen. Also das ist ja so, Wasserstoff ist ja nicht wie beim Erdöl, wo ich ein Loch in die Erde haue und dann kommt der Wasserstoff raus. Also manche glauben, dass irgendwo man vielleicht mal was finden kann, aber da ist man auch sehr skeptisch und ich muss Wasserstoff herstellen. Das ist den meisten eigentlich gar nicht klar. Also das heißt, der Wasserstoff wird auch aus Solar- und Windstrom erzeugt. Ich nehme Solar- und Windstrom, mache da Elektrolyse draus und dann habe ich dann Wasserstoff und am Ende mache ich mit dem Wasserstoff irgendwas. Im Zweifelsfall mache ich aus dem Wasserstoff wieder im Kraftwerk Strom und dann hat man natürlich auf dem Weg, also wenn ich jetzt also Solarstrom in Wasserstoff und danach wieder in Strom umwandle in einem Kraftwerk, dann sehr, sehr viele Verluste. Also man verliert 2/3 der Energie auf diesem Weg und dann wird das Ganze natürlich auch sehr teuer. Es gibt Bereiche, wo wir Wasserstoff brauchen, also man kann die chemische Industrie oder Stahlwerke nicht grün machen ohne Wasserstoff, da ist es sinnvoll, es einzusetzen. Jetzt im Pkw hatten wir es ja schon besprochen, also im Auto Wasserstoff einzusetzen ist einfach, weil es halt so umständlich ist, wird es halt 2 bis 3 Mal so teuer sein als die Alternative der grüne Strom. Das gleiche gilt beim Heizen, da ist die Wärmepumpe wesentlich effizienter und deswegen sollte man in diesen Bereichen, ist komplett unsinnig, auf Wasserstoff zu setzen. Das grüne Stahlwerk wird ohne Wasserstoff nicht auskommen, aber dann sollte man ihn auch nur dort verwenden, wo es keine Alternative gibt. Vor allen Dingen auch mit dem Hintergrund, dass die Widerstände bei Windkraft ja groß sind, dass man schon Probleme hat, überhaupt die Windräder aufzustellen. Und wenn man dann noch mehr davon braucht für Wasserstoff, macht das ja keinen Sinn. Kommen wir auch nicht richtig voran. Genau. Das stimmt. Sie haben auch in Ihrem Buch schreiben Sie von den Agrophotovoltaikanlagen. Vorher haben wir gesprochen, dass dann weniger Rinder wohl gezüchtet werden oder da sein müssen. Und dann brauchen die Bauern, die Landwirtschaft braucht ein Einkommen. Und das wäre eine Möglichkeit, das zu kombinieren, elektrischen Strom zu produzieren über Photovoltaik und eine extensivere Landwirtschaftsform, weil ja dann nicht mit den großen Geräten so viel rumgefahren wird. Wie sehen Sie die Agrophotovoltaik? In Luxemburg haben wir jetzt Pilotprojekte ausschreiben lassen.
die haben eine gute Rückmeldung bekommen, die wurden überzeichnet eigentlich und die werden jetzt demnächst bekannt oder vergeben, so nennt man das auf Deutsch, die werden vergeben. Wie ist das Photovoltaik, Landwirtschaft, Kombination mit Gemüsebau, weniger Rinder? Also man kann auf alle Fälle, es wird immer so das Vorurteil ein bisschen gestreut, dass die Photovoltaik uns die landwirtschaftlichen Flächen wegnimmt. Also wir werden im Endausbau für Deutschland, haben wir mal eine Studie gemacht, wenn wir Deutschland klimaneutral machen wollen, brauchen wir ungefähr 2% der Landesfläche dafür. Also das wäre das, was wegfallen würde an landwirtschaftlichen Produkten. Die Hälfte der landwirtschaftlichen Fläche ist Tierfutter. Also das heißt, wenn die Leute 10% weniger Fleisch essen, sind sofort diese Flächen frei. Dann brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Natürlich, wenn ich in dieses bestehende System reingehe und Photovoltaik aufbaue, dann fehlen die Flächen irgendwann. Dann müssten wir was importieren oder das anders ersetzen. Und da gibt es natürlich die Möglichkeit, auch Photovoltaik und Landwirtschaft zu kombinieren mit der sogenannten Agrarphotovoltaik. Das heißt also, man stellt dann die Photovoltaik ein bisschen höher auf, sodass man unten drunter auch noch die Flächen hat. Und wenn man dann ein bisschen auch so die Photovoltaik baut, das Licht durchfallen kann, wachsen auch drunter durchaus Pflanzen. Das macht nicht bei allen Pflanzen Sinn. Also ich werde jetzt kein Getreidefeld unter einer Photovoltaikanlage machen. Mit dem Mähdrescher ist das so ein bisschen schwierig. Da fährt man dann immer die Solaranlage um. Aber es gibt natürlich Gemüsebau oder Obstplantagen oder sowas. Da gibt es also gute Beispiele. Und das kann man natürlich dann auch hervorragend kombinieren. Muss man gar nicht zwangsweise, weil wir haben auch sehr intensive Landwirtschaft, wo viel Pestizide auf die Äcker drauf kommen. Und da gibt es Untersuchungen, wenn man auf so einem stark belasteten Acker mal eine Photovoltaikanlage installiert, nimmt die Artenvielfalt unter den Anlagen, wo ja dann keine Pestizide mehr versprüht werden, wo also auch das Gift wegfällt, einfach massiv zu. Und deswegen ist auch die Photovoltaik einfach auch mal eine Chance, so eine Fläche durchatmen zu lassen. Und das Schöne ist, nach 30 Jahren kann man so eine Photovoltaikanlage ja auch wieder rückstandslos rückbauen, die Fläche dann wieder nutzen. Also insofern kann man die Photovoltaik einfach auch ganz einfach in die Fruchtfolge, sage ich mal, mit einbauen. Und dann wäre das natürlich auch eine ganz gute Lösung. Deswegen hätte ich eigentlich gar keine Bedenken, auch einen gewissen Anteil. Wir reden ja nicht davon, dass wir 1/3 der landwirtschaftlichen Fläche für die Photovoltaik bräuchten. Das wäre natürlich dann wirklich viel. Aber wenn wir jetzt über 2% reden, so what? Also das wird uns nicht umbringen. Das sind 2% in der Fläche, nicht 2% im Verbrauch insgesamt. Die Anlagen, die installieren, ich verwechsle jetzt, pardon, ich fange nochmal für. Ich habe das mit den Windkraftanlagen jetzt im Kopf. Ja, genau. Also Wind und Photovoltaik ist jeweils 2% der Landesfläche, die wir dann bräuchten etwa. Wir haben vorher, hatten Sie das Stichwort auch gesagt, die Wärmepumpe. Das ist ja auch eigentlich eine Diskussion. In Luxemburg wird das weniger diskutiert. Es werden viele Wärmepumpen jetzt eingebaut in Häuser, weil sie bei der Heizung effizienter sind, energieeffizienter. Sehen Sie das auch so? Und warum, das ist die eine Frage, die andere Frage, warum gibt es diesen Widerstand gegen die Wärmepumpe in Deutschland jetzt, in Luxemburg weniger? Ist das auch die kognitive Dissonanz oder wie ist das entstanden eigentlich, diese Diskussion? Das ist ja auch bizarr. Eine bessere Technik wird nicht angenommen. Ja, also die Wärmepumpe ist erstmal wesentlich effizienter, weil wir technologisch einen Hebel haben. Das heißt also, wenn ich eine Gasheizung habe, verbrenne ich Gas und aus einem Teil Gas habe ich einen Teil Wärme dann für die Heizung. Bei der Wärmepumpe kann man die Umgebungswärme mitnutzen und da heize ich dann mit Strom, aber aus einem Teil Strom kann ich dann 3 Teile Wärme machen. Also das heißt, in dem Moment, wo die Gasheizung rausfliegt, die Wärmepumpe eingebaut wird, habe ich nur noch 1/3 der Energie, die ich dafür brauche. Und deswegen hat die Wärmepumpe einfach so einen wunderschönen Hebel. Wir tauschen die Heizung aus, brauchen dafür nur noch 1/3 der Energie und dann ist es dann natürlich wesentlich einfacher, die Energiewende zu machen. Das ist erstmal auf alle Fälle von der technologischen Seite das, was ganz klar für die Wärmepumpe spricht. Ja, dann haben wir ja dieses Heizungsgesetz in Deutschland diskutiert. Mhm. Und da ging es halt auch drum, dass es Kräfte gab, die gesagt haben, naja, da gibt's doch aber auch noch Fernwärme und die Gemeinden sollten doch bitte jetzt erstmal so eine Wärmeplanung machen, um zu gucken, wie viel können wir denn mit Fernwärme machen und was bleibt denn dann noch übrig für die Wärmepumpe. Und dadurch ist diese Diskussion entstanden und das Heizungsgesetz ist ja auch leider jetzt so beschnitten worden, dass wir also noch 5 Jahre jetzt verloren haben, weil eben die ganzen Gemeinden jetzt noch bis 2028 Zeit haben, diese Wärmeplanung zu machen. Und in der Zeit werden jetzt wahrscheinlich noch wieder viele Öl- und Gasheizungen eingebaut werden und leider nicht so viele Wärmepumpen.
Ein Grund ist natürlich auch, wir haben uns in Deutschland ja auf billiges Gas aus Russland verlassen. Das war das deutsche Geschäftsmodell. Und wir haben 300 Milliarden Euro in den letzten Jahrzehnten in die Gasinfrastruktur investiert. Und wenn natürlich jetzt die Wärmepumpe kommt, die Gasheizung wegfällt, dann ist natürlich das alles wertlos. Und deswegen gibt es natürlich viele aus der Gaslobby, die natürlich ein großes Interesse daran haben, dass man irgendeine Story hat, dass man weiter Gasheizung betreiben kann. Und die heißt halt jetzt, irgendwann kommt der grüne Wasserstoff. Wenn man das technologisch sich überlegt, wird der nicht kommen. Also definitiv nicht, zumindest mal nicht zu einem Preis, den die Menschen bezahlen möchten. Und deswegen wird das nicht passieren. Aber wir verlieren weiter wertvolle Zeit bei der Energiewende, weil man halt mit dem Versprechen, es könnte ja mal grüner Wasserstoff kommen, weiter Gasheizung einbaut. Und bis wir dann merken, dass das irgendwie nicht funktionieren wird, haben wir halt wieder viele Jahre verloren. Und aber die Widerstände waren halt einfach enorm. Die kommen halt einfach aus der Wirtschaft raus. Wir haben auch natürlich in Deutschland auch Widerstände aus konservativen Parteien, die einfach sagen, okay, es soll doch alles so bleiben, wie es ist. Die Gasheizung ist doch gut, warum soll die jetzt raus? Die gar nicht verstehen, was das mit Klimaschutz zu tun hat. Und dann haben wir natürlich auch eine Boulevardpresse, die das auch schön fand, dieses Thema auszurollen. Und deswegen haben wir da sehr, sehr große Diskussionen geführt. Es gab am Anfang einen Entwurf, der vielleicht nicht gut kommuniziert, erklärt wurde, aber der sehr stark auf die Wärmepumpe gesetzt hat. Der ist jetzt so zusammengestrichen worden, dass da nicht mehr viel von übrig ist. Und deswegen wird Deutschland auch mit dem jetzigen Wärmegesetz nicht seine Klimaschutzziele einhalten können. Deswegen gehe ich davon aus, dass das in 2-3 Jahren auch von Gerichten nochmal dann irgendwann nachgebessert werden muss, weil einfach das Gericht verlangt, dass das passieren muss. Fazit, die Wärmepumpe ist eigentlich viel besser als ihr Ruf, an dem der schlecht gemacht wurde. Und die ist ein sinnvolles Instrument, um die Klimarevolution, die Sie ja vorschlagen, klug hinzukriegen. Wir haben jetzt über die Klimarevolution gesprochen. Sie haben ein Buch dazu geschrieben, wie ich schon bereits gesagt habe, Energierevolution jetzt, nicht Klimarevolution. Energierevolution jetzt. Das kriegen wir dann wohl hin, wenn ich Sie sind optimistisch, dass das klappen wird. Ja, also wir haben ja eine Technologie, die funktioniert. Wir haben auch eine Technologie, die wir bezahlen können. Also wenn wir uns überlegen, was kostet das irgendwie Deutschland, Luxemburg klimaneutral zu machen, sagen wir ja okay, irgendwie, das ist irgendwie machbar. Problem sind die Menschen, ne? Und da müssen wir natürlich gucken, kriegen wir das hin mit den Menschen? Ja, wenn die Rahmenbedingungen endlich geschaffen werden. Und da ist einfach ein wichtiger Punkt, dass Politiker nicht so sehr auf die Minderheiten gucken, die besonders laut sind, sondern auch auf die stille Mehrheit. Und Umfragen haben halt gezeigt, dass mittlerweile die Bevölkerung wirklich auch bereit ist, Veränderungen durchzumachen und Klimaschutzmaßnahmen befürwortet. Aber es sind halt lauter stille Leute und die anderen sind verdammt laut. Für die stillen Leute und die mehr wissen möchten, kann ich nur das Buch empfehlen, Energierevolution jetzt, über Mobilität, Wohnen, grüner Strom und Wasserstoff, was führt uns aus der Klimakrise und was nicht, von Volker und Cornelia Quaschning, 2022 erschienen, also immer noch sehr aktuell. Und wer noch mehr wissen möchte, wie es funktioniert, gibt es auch ein Buch von Volker Quaschning, die 6. Auflage ist dies jetzt, Erneuerbare Energien und Klimaschutz, Hintergründe, Techniken und Planung, Ökonomie, Ökologie und Energiewende. Das ist dann für die es im Detail wissen möchten. Vielen Dank für die Erläuterungen. Also wie gesagt, man kann es nachlesen. Sie haben auch einen YouTube-Kanal, um diese Dinge weiter zu erklären. Kann man zuhören. Einen Podcast haben Sie auch, wie wir halt. Und ich weiß nicht, ob Sie eine Playlist haben, aber wir haben eine. Auf Spotify unter dem Namen Sonne am Stecker haben Sie ein Lied oder 2 eigentlich, um da drauf sich zu... Ja, ich glaube, wir hatten im Vorfeld drüber gesprochen. Also ich denke, wir brauchen erstmal ein Lied zum Bezug zur Sonne. Dann nehmen wir doch von den Beatles Here Comes the Sun. Und dann haben wir noch Jan Böhmermann, warum endet der Fahrradweg hier? Ich weiß den Titel jetzt nicht mehr. Warum hört der Fahrradweg hier einfach auf? Warum hört der Fahrradweg hier einfach auf? Das passt zu Deutschland und glaube auch zu Luxemburg. Oh ja. Und das Lied passt zur Playlist. Vielen Dank, Cornelia Quaschning. Vielen Dank, Professor Volker Quaschning. Danke für die Einladung. Ja, vielen Dank.